Mit Gottes Hilfe wollen wir von diesem Marius den ersten Teil studieren und kurz 3 Punkte betrachten, die Jesus für seine Aufjünger beten tut. Jesus betet in den Versen 6 bis 8. Diese Verse will ich nu plötzlich lesen. Johannes 17, Verse 6 bis 8. Er sagt, ich habe die Menschen, die du mir aus dieser Welt gegeben hast, mit deinem Namen bekannt gemacht. Dort werden dienen, und du gehst mit dir, und der haben dein Wort geholt. Nu weiten sie, dass alles von dir kommt, was du mir gegeben hast. Die Wort, die du mir gegeben hast, habe ich angegeben. Sie haben die angenommen und weiten wahrhaftig, dass ich von dir kommen sehe, und glauben, dass du mir geschickt hast. So wir weiten, dass die Jünger wussten und glaubten, dass Jesus von Gott gekommen wäre und Gottes Sehen ist. Und Johannes 16, Vers 30, sagen die Jünger zu Jesus selbst, du wegen gläubig, dass du von Gott gekommen bist. Und dann in Vers 9 von unserem Tag sagt Jesus, ich freue für an, ich freue nicht für die Welt, aber für die, die du mir gegeben hast, die und mich glauben, dann sagt er, wirst dort sein dienen. Und dann nur diese wird, dann hat Jesus 3 Anliegen für seine Jünger zu Gott gebracht. In Vers 13 bet er, aber nu komm ich nicht die, und dit rede ich in dieser Welt, dort sei, dass meine Aufjünger meine Friede voll und ganz an sich haben. So Jesus wird bald nur diesem Gebet festgenommen worden und von seinen Jüngern wahrgenommen worden. Wo dann zu seiner Kreuzigung und Tod führen würden. Actually sagt uns die Schrift, Vers 1 aus Johannes 18, Vers 1, als Jesus das alle gesagt hat, dann ging Jesus mit seinen Jüngern in die andere Seite vom Kidron-Tal, durch wie ein Garten, an den er mit seinen Jüngern ging. So, als er fertig war, mit das zu beten, dann gingen sie rüt im Garten an. Und wir weiten, was ist du im Garten Gethsemane passiert? Ja, du betest erstens Vater, right? Und dann nehmen sie am Fuß. Und Judas hat am verraten. An den Kapiteln vor Johannes 17 hat Jesus mehrmals seine Jünger probiert zu ermutigen, Mut zu sprechen, als er mit an über seine zukünftige Tod und auch Himmelfahrt reden wird. Zum Beispiel, wer mitlesen will, wird Johannes 14 für uns lesen, die erste 4 Verse. Johannes 14, Vers 1 bis Vers 4. Das sind mal 3 Kapitel 3. Johannes 14, 1 bis 4 sagt Jesus, Lut jünt nicht dort Hort beunruhigen. So, er redet kurz von, wo er wird im Himmel fahren, und dann sagt er, Lut jünt Hort nicht beunruhigen. Glaubt an Gott und glaubt an mich. An meinem Vater sind Haus und viele Wohnungen. Wenn das nicht so wird, dann würde ich jünt dort gesagt haben. Ich gehe also hin, jünt, der steht rein zu merken. Wenn ich gehe, der steht für jünt rein zu merken, dann will ich zurückkommen und jünt auch durch nehmen, dass die durch sind, wo ich sehe. Und die weiten, wo ich gehe, und die weiten auch den Weg dahin. Also Jesus versucht seinen Jüngern zu erklären, dass obwohl sein Aufscheid an ihr sehr schwer sein wird und sehr leid tun wird, würden seine Leute sich sehr darüber freuen. Sehr. Und wir tun von der und nach einmal. Wir freuen uns, dass Jesus sich vorgenommen leid und dass er sein Leben für uns handgibt. Und jetzt sei wie in Johannes 16, Vers 20, wo er wieder sagt, ich sage ihnen die Wahrheit, die wollen healen und jammerieren, während die Welt sich freuen wird. Die wollen trüren, aber jün trürig sein, soll sich am anderen sich freuen. Isn't that something? Ich habe diese Welt so sehr erlebt. Manchmal, wenn wir als Kinder Gottes durch eine schwere Zeit gehen, dann freut sich die Welt, right? Wo schwer wir dort haben als Kinder Gottes. Aber Jesus sagt hier, guck mal, wie weit wird noch kommen wird. Nicht? Wie handelt Gott? Der hat uns eine Stadt reingemerkt, wo er ist. Und kriegen dann wo schwer an, dass hier auf dieser Welt wird, ein Tag verspricht Jesus uns, dass wenn wir am Trü bleiben, dann wollen wir ein Tag durch sein, wo er ist. Und wo herrlich wird es nicht sein für uns.
Und wo schrecklich wird es nicht sein für die Gott nicht eingenommen haben. Dann wird es ganz anders sein. Und über soll das nicht Trost sein für uns. Und deswegen hat Jesus seine Jünger das gesagt. In Johannes 15 verspricht Jesus, dass wenn wir seine Geboten uitleef te aanhouden, dann wird seine Freude an uns bleiben und die wird voll sein. Voll sein. Also, liebe Geschwister, als die Frau für uns, für Nelson Marius, habe ich so eine volle Freude an uns. Und wann ja, ist die zweite Frau. Ist das auch zu sein? Right? Kann andere Menschen sein, dass wir diese volle Freude an uns haben? Ich habe uns nach 3 Tagen an der reine Freude, die wir im Hort haben, als wie die Vergebung Christi annehmen. Wahrscheinlich uns nicht ging. Zu weiten, sicher zu weiten, meine Sünden sind wahr. Ich sehe, das wird nie gemerkt werden. Das ist nicht anders. Ich weiß, wo mir das denkt, ich bin so froh und dankbar. Und wo ist es von dir? Und sicher, jeder von uns durch Gute und auch schwere Zeiten, wir kriegen alle Tag verschiedene Gefühle. Und das ist nicht, was artig macht. Wenn wir manchmal weiter haben, vielleicht physische oder emotionale oder so wieder, oder wenn wir traurig sind, trüge feilen. Aber in dem, was uns entgegenkommt, können wir als Christen Frieden am Herrn finden. Besonders wenn wir an Jesus denken. Und wie viel Life er uns hat. Und was er für uns zu tun hat. Und noch einmal alle Tag tut. Wir kriegen dann, was uns entgegenkommt, liebe Geschwister. Diese bleibende Friede bleibt an uns. Right? Wenn wir an Jesus Christus denken dann und wenn wir am festhalten. Jesus hat für seine Jünger gebetet, dass sie würden diese volle Freude an sich haben. Jesu zweite Bitte für seine Jünger ist in Vers 15 zu finden. Er sagt, ich frage nicht du fair, dass du an uit diese Welt nehmen sollst, aber dass du an vom Bösen bewahren sollst. Gott, der vor der Leid ihnen sehen, Mensch worden und alles im Leben durchgehen, was wir als Menschen durchmachen. Gott hat Jesus, könnte jedes Mal eine Sicht nehmen, wo er was schwaret oder schlechtet durchgehen muss. Er könnte sagen, Kinder, nu kommen mir hinstellt und ich will die bewahren und dann, wenn das ewig ist, dann checke die wahre drei. Das hat Gott nicht getan. Jesus muss alles durch, was wir als Menschen durchmachen. Warum? Jesus will das haben, so dass wir uns besser verstehen können. Und von der und da, wenn wir schwere durchgehen, dann will Jesus uns sagen, guck mal, ich bin auch Mensch. Dort wird die nicht durchgehen, sehe ich auch durchgehen. Ich kann Krieg mitfeilen, wo die dort geht. Ist das nicht wunderbar zu weiten? Und manchmal, wenn wer was schwere durchgeht, dann gleichen Menschen zu sagen, oh, das verstehe ich gut. Und du hast deine Mutter verloren, weil ich habe mal meinen Freund verloren. Hast du eine Unterschied zwischen den zwei Sachen, right? Und manchmal werden Menschen probieren, uns Mut zu sprechen oder zu trösten. Und über, wie kann ich 100% mitfallen mit dem Menschen? Im Bett kann wir können ihn im Bett verstehen, aber nicht Krieg dort, wo die durchgehen. Und Jesus sagt, ich verstehe die Krieg. Erstens habe ich die gemerkt, erstens weiß ich alles, aber ich leite mich auch Mensch vor. Ich sehe auch alles durchgehen, was die durchgeht. Und deswegen kannst du zu mir kommen und ich will dich trösten, ich will dir Hilfe schenken. Er versteht uns. Er muss alles durchgehen, was wir im Leben durchmachen. Als Jesus verhaftet wird, dann sagt er zu seinen Jüngern, glaube ich nicht, dass ich meinen Vater darum beten kann und dass er oder der mir vor mehr als 12.000 Engel schenken wird. Andere Übersetzungen seien es 60.000 Engel.
Aber dann sagt er dazu, aber wo soll dann passieren, was geschrieben steht? Das muss so kommen. Das muss so kommen, sagt Jesus. Er will das haben. Und krieg so wisst Jesus, dass er nicht seine Jünger mit sich nehmen können, weil er war da drin im Himmel vor. Gottes Arbeit muss noch getan werden und das Evangelium Jesu Christi muss noch verbreitet werden. Die müssen hier bleiben. Und wie krieg so? Diese auf einfache Menschen wurden die sein, die Gott dazu brauchen wird, sehen wird, ein Evangelium zu verbreiten. In Geschichtsbücher, die sagen uns, dass wenigstens von den 11 Jüngern, wie viel von denen waren für ihren Glauben angebracht? Zehn von den 11 waren gemartert, wird einer vielleicht sein. Und der 11. Johannes hat nach Schwur in seinem Höhen aller geschafft, das Evangelium zu verbreiten. Und wie es die 11 auf der Welt bleiben mussten, hat Jesus über für ihre jährliche Bewahrung gebetet. Nicht bloß für ihren physischen. Jesus weiß, was noch kommen würde, dass sie sich ihren Leben handeln würden, Martin für arm. Aber er hat für ihren jährlichen Wohlergehen oder Gesundheit gebetet, dort Gott anbewahren wird. Und so ist der Apostel, möchten wir ab dieser Welt bleiben, was Gott uns eine Haus raubt oder was Jesus Christus zurückkommt. Aber wir sollen daran denken, dass obwohl wir ab dieser Welt sind, sagen wir nicht, was von dieser Welt. Wir sind nicht von dieser Welt. Gerade so als Jesus auch nicht von dieser Welt ist. Dort hat er zu sein Gebet. Und solange wir nicht von der Welt sind, dann wird die Welt uns lieb haben, uns hassen. Uns hassen, sagt Jesus. Wir die Dinge, die wir für wertvoll achten, anders sind, als was die Welt für wertvoll achtet. Wir es nur folge Christi nicht mit der Welt taub schaffen, indem wir nicht mit an taub singen. Die Welt folgt so tun, und so tun als die Gegner von Jesus und von seinem Volk. Deswegen wollen sie uns hassen. Und trotzdem blieben wir mutig für Jesus, wie es Jesus für den jährlichen Schutz seiner Nachfolger gebeten hat, dort Gott uns vom Bösen bewahren wird. Drittens, bet Jesus, Vers 17, hält je an die Wahrheit, dien wird als die Wahrheit. Dort wird Helge kann eine Reihe von Dingen bedienen. Strongs Wörterbuch oder Wörterbuch erklärt, Helge kann Heiligmärkten bedienen oder wehen. Und das meint von gottlose Dinge trennen und zu Gott hergeben. So, wenn Jesus beten, das Helge an, das meint so viel, er will haben, dass Gott anhalten soll, von der Welt apart zu bleiben. Einweg bet Jesus, dass Gott seine Nachfolger helfen wird, von der Welt durch die Wahrheit getrennt zu bleiben. Was ist Wahrheit? Wenn wir über Wahrheit denken, dann wo wird einer dort erklären können. Was ist Wahrheit? Aufrichtig sein, sei gut. Ja, Facts. Dinge, was passiert sind, right? Was einer nicht drehen kann, right? Das wird andere bewiesen. Ich staune über die Politiker immer. Die kann Facts nehmen und die kann die so ausleihen, dass ein Ding bedienen soll nicht. Und dann kann sie da ein bisschen anders von der anderen Kante wiesen und dann sagen sie was ganz anderes, nicht? Aber Jesus in der Wahrheit ist anders. Wahrheit ist das Wort, was von Gott kommt. Ist es nicht? Wir wissen, dass Gott heilig ist, dass er Wahrheit ist. Gottes Wort sagt, er ist Wahrheit. Wahrheit ist rein. Wahrheit ist heilig. Gott ist Wahrheit. Und wenn ich an Wahrheit denke, dann denke ich kurz an Licht. Kann einer Licht in düstere Taub mixen?
Dat het strieten ja, vielleicht? Patenbutter schafft auch nicht. Das ist ein Junge, der Fett schwimmt oben, right? Und so ist das. Die mixen nicht. Licht und Düstere mixt nicht. Die blieben apart. Und wie machten als Jesus in der Nachfolger Kinder des Lichts sein? Wie machten an sein Wahrheit blieben? Wo kann wir das tun? Wo machen wir ihr schweiten? Und für Wahrheit Ernte stehen, machen wir ihr. Die Wahrheit weiten, nicht? Ja. Ich weiß, als ich noch nicht mich bekehrt habe, dann, wenn ich an der Schule sein und die Menschen sich über Christen spußen würden, dann würde ich sagen, hey, das ist nicht reich, ich sehe auch ein Christ. Und ich will gar nicht. Ich habe eigentlich nichts über Gottes Wort gewusst. Sollte sein, nichts. So wurde ich abgebracht. Die Eltern, die gingen nicht kijken, mein Vater died und die Kinder mussten thuis bleiben, aber in der Wasser alle, dann können sie nicht kijken, Oefenklassen zu nehmen und so weiter. Aber in Wirklichkeit, für die Wahrheit anzustehen, müssen wir erst weiten, was Gottes Wort sagt. Kinder des Lichts zu sein, müssen wir erst Licht haben. Da meint so viel, wir müssen erst bekehrt sein, wir müssen erst nicht bloß bekehrt sein, wenn wir 100% von der Welt getrennt bleiben wollen, dann müssen wir Gottes Kraft an uns haben. Diese Quelle, alle Licht und Wahrheit an uns haben. Und das ist der Herr Jesus. Über uns selbst, das können wir nicht. Wenn wir uns nicht ganz Gott heimgegeben haben, dann wollen wir uns immer Tränen dort bangen, wo wir erst einmal hatten. Hast du nichts dort? Hast du nichts dort? Aber wenn wir endlich bei dem Punkt gekommen sind, wo uns da plötzlich nicht mehr, was soll ich das sein? Was nicht mehr scheint jetzt an der Welt zu sein. Wenn wir nicht die Dinge Gottes bangen tun, anstatt die Dinge dieser Welt. Und Gott uns, zu Gott ganz ausschadern und sagen, oh Gott, ich kann das nicht. Nun nimm du Eva. Und das wollen wir in der nächsten Stunde auch im Bett betrachten. Aber das wird fehlen wird, wenn wir wirklich von der Welt getrennt bleiben wollen. Und Jesus wisst, wo schwer das ist, von der Welt apart zu sein. Du wegen bet für seine Jünger. Gott hat für seine Jünger gebet. Er weiß, so tun wird und herankommen, dort wird schwer sein für ihn, aber ich bete für ihn, dort ihn helfen wird. Von den Dingen dieser Welt apart zu bleiben. Und über all sie den Herrn Jesus kriegen können, müssen sie erst warten, bis Jesus durch sein Blut ihre Sünden ganz wegnehmen. Und deswegen sagt Jesus in Johannes 16, Vers 7, aber ich sage ihnen die Wahrheit, für jünd ist das gut, dass ich weichgehe, wie es wenn ich nicht weichgehe, dann kommt der Treister nicht nur jünd. Wenn ich übergehe, dann will ich jünd den schicken. Und er sagt auch in Vers 13, aber wenn der Jesus die Wahrheit ist, Gott ist Wahrheit, wenn der Jesus die Wahrheit ist, kommen wird, der wird jünd die volle Wahrheit lehren. Wo blieb ich an der Wahrheit? Wo blieb ich an der Licht? Wo blieb ich an Gott? Wenn der Treister erst gekommen ist und an uns wohnen wird. Der wird jünd in volle Wahrheit lehren. Nur dem Jesus trägt im Himmel vor, dann schickt er den Jesus, alle Christen, die du verbeten tun, zu fallen. Gottes Jesus als von dir nachzukriegen, wann Kinder Gottes für arm im Glauben freuen. Wenn wir uns selbst für Christus oder für Gottes Arbeit entscheiden tun, und für Gottes Jesus freuen tun, dann wird er uns an alle Wahrheit lehren und uns helfen, ein gottgefälliges Leben zu führen, solange wir am Gehorsam bleiben tun, an am bleiben tun.
Bloß dann können wir sieghaft von der Welt getrennt bleiben, indem wir aber Welt leben, in Säulen für Christus gewinnen. Dort ist Gottes Geist, der die Jünger von allen falschen Lehren um Christi Himmelfahrt bewahrt hat. Jesus hat 3 Anliegen für seine 11 Jünger vor Gott gebracht. Erstens, dass seine Friede an bleiben wird, nur seine Himmelfahrt. Und nicht bloß bleiben wird, liebe Geschwister, dass die würden eine volle Friede haben. Was das ewige Schild wird eine sein kann. Zweitens, dass Gott an farm Beisen bewahren wird. Und dass Gott an durch seine Wahrheit und jetzt helgen wird. Und obwohl diese ersten 3 Anliegen für die 11 Jünger gebet werden, jallen die kriegst du Gott für uns von der und Tag? Die tun nicht. Das ist noch einmal Gott seinen Wunsch für uns, diese 3 Dinge. Und dann nächstes sind nochmal Gottes Haupt, dann wollen wir die letzten 2 Punkte betrachten, wo Gott ganz direkt für uns gebet hat. Muss Gott uns segnen. Amen.